Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja Leute, Sadio Mané wurde auch verpflichtet und ich denke, das ist auf jeden Fall eine kleine Einschätzung wert. Und von daher gucken wir uns im Hintergrund mal so ein, zwei Szenen von ihm an aus der letzten Saison. Ja, auch da kann man nur sagen, ja, Hut ab, Brazzo, wa? Ich denke, auch das ist ein sehr, sehr guter Transfer. Egal, ob jetzt mit dem Hintergrund, ob ein Lewandowski wechselt oder nicht. Wenn ein Lewandowski nicht wechselt, wird er wahrscheinlich mehr für außen da sein. Und wenn man jetzt mal überlegt, wir haben Gnabry, wir haben Sané, wir haben Coman und jetzt ein Sané. Ein Mané natürlich. Mané und Sané. Ich denke, die werden wir beide nicht zusammen sehen, wenn man sich so die Leistung von Sané anguckt, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das Schöne ist, er ist flexibel einsetzbar in der Offensive, er kann außen spielen, er kann aber auch Mittelstürmer spielen. So wie ich es gelesen hatte, hat er die letzten Spiele in Liverpool alle als Mittelstürmer gespielt. Und da sind wir halt auch schon bei dem Thema, falls ein Lewandowski wechselt, dann haben wir auf jeden Fall einen, denke schon, relativ starken Mittelstürmer. Natürlich ein anderer Typ wie ein Lewandowski, aber ich denke auch ein Typ, der mehr in das System eines Nagelsmann passt. Ja? Weil Nagelsmann ist ja eher so Mittelstürmermäßig, so Werner-mäßig. Wo halt auch ein Sané, ein Mané, bin ich immer bei Sané, wo halt ein Mané besser reinpasst. Wo wahrscheinlich auch ein Gnabry als Mittelstürmer besser reinpassen würde. Ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, auf den Außen sind wir dann jetzt mehr als gut besetzt. Ich hoffe natürlich persönlich, dass ein Gnabry wechseln wird. Oder halt zumindest den Vertrag verlängert. Ich hoffe, dass Brazzo das da auch umsetzen kann, aber dazu in einem anderen Video mehr. Ja, ich denke, ein Mané sollte jedem ein Begriff sein. Zusammen mit Salah in Liverpool absolutes Traumduo da vorne. Ich weiß nicht, ich denke, wenn ich das so sehe, ja, ob ein Levi so damit klarkommen würde, dass dann mal noch ein anderer, schon verdienter Superstar da wäre. Ich denke mal, das ist eher nochmal so ein Grund für Levi zu sagen, nee, ich will auf jeden Fall nach Barcelona gehen. Was er ja eh schon tut. Wie gesagt, für mich ein Top-Transfer. Ja, ich habe ja auch schon in den Kommentaren geschrieben gehabt, das ist natürlich schon für einen 30-Jährigen viel Geld. Hat einen 3-Jahres-Vertrag. Aber wenn man sich mal so die Entwicklung ansieht, ja, vielleicht kann er auch bis 34, 35 spielen, wird man halt sehen. Ja, ansonsten, wenn Levi wechseln sollte, wir das Geld wieder reinholen, dann ist es doch okay. Ja, ist jetzt nicht diese Art Mittelstürmer, die wir sonst die letzten Jahre hatten. Aber wir haben mit dem Nagelsmann, wie gesagt, auch einen Trainer, der auch ein bisschen anderes System hat. Aber wird man sehen, vielleicht kommt ja auch sogar noch ein Mittelstürmer. Wa? Da ist ja auch noch einiges in Bewegung, sag ich mal. Ja, ansonsten, ich freue mich auf Mané. Ich bin sehr gespannt, ob er oder wie er bei uns klarkommt. Wenn ich mir ihn jetzt als Mittelstürmer vorstelle, plus irgendwie 2 schnelle Außen mit Coman und Gnabry oder Sané oder selbst ein Davies, wenn er mal einen weiter vorne spielt. Puh, also dann ist Schnelligkeit, Dribbling, glaube ich, so gar kein Problem bei uns. Und ich denke, ja, dass so Mané vielleicht auch nochmal den einen oder anderen pushen kann, wa? Ich denke, Sané wird dann auch wissen, was die Stunde geschlagen hat. Naja, da muss er sich auf den Arsch setzen und mal wieder die Leistung bringen, die er gezeigt hatte. Dann ist er Weltklasse, da müssen wir uns auch nicht drüber unterhalten. Aber ich denke, der Wechsel ist das richtige Zeichen an den einen oder anderen Spieler. Auch an einen Gnabry. Ich denke, Coman ist über jeden Zweifel erhaben.
Aber wie ich schon sagte, halt auch super. Ja, man weiß ja aktuell nicht, so was mit Levi passiert, ne? Und dann hast du halt wirklich einen Mittelstürmer, der halt auch im Mittelstürmer spielen kann, ne? Ähm, Wie er jetzt geplant ist, wissen wir natürlich nicht. Kann, wie ich ja schon sagte, vielleicht wird noch ein Mittelstürmer gekauft. Aber selbst wenn du halt noch einen kaufst und der funktioniert dann nicht direkt oder so, hast du halt immer noch einen Mané, der mit der Mitte spielen kann, ne? Vielleicht könnte man sogar das Risiko eingehen und sagen, ja, wir halten am Zirkzee fest und testen ihn als Mittelstürmer, wobei ich nicht glaube, dass das so der Mittelstürmer ist, den Nagelsmann sich so vorstellt in seinem System. Aber selbst sonst könnte man da das Risiko eingehen und halt sagen, ja, wenn er nicht funktioniert, spielt halt ein Mané mittig, ja. Ja, gibt uns auf jeden Fall auch der Transfer wieder eine Menge mehr Variabilität vorne. Aber wie gesagt, ihr seht schnell Dribbling, Torabschluss. Er hat alles, was ein Stürmer braucht. Ja? Und das Schöne ist, er kann halt den Mittelstürmer spielen, aber er kann halt auch außen spielen. Ja? Das hast du halt so oft auch nicht. Klar, viele können das spielen, aber viele haben dann irgendwie nicht so den Torabschluss. Ja? Und das hat er schon beides. Und ja, ich freue mich drauf, ihn bei uns zu sehen. Ich halte es auch für einen sehr, sehr guten Transfer. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es taktisch dann dargestellt wird. Wie gesagt, hängt vieles vom Levi ab. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht was zum Levi sagen. Da mache ich jetzt gleich nochmal ein anderes Video zu den Transferaktivitäten, die wir aktuell so haben. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Haut mir gerne eure Meinung rein zu dem Transfer. Ich denke, dass es ein guter Transfer ist klar. Vom Geld her denke ich, ja, 10, 15 Millionen günstiger wäre schön gewesen. Aber ich denke, ja, bei einer Laufzeit von einem Jahr, ja, sieht man jetzt beim Levi, weil ich denke, der wird bei uns auch nicht unter 50 Millionen, wenn er geht, gehen. Also von daher. So ist der Markt. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf ihn. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Wie immer, haut mir gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Transfer sagt, wie ihr die Situation seht. Freue ich mich drüber.